Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier mit dem Trevor noch in Sandy Shore und wir machen jetzt mal eine Mission noch mit dem Franklin, weil wir haben ja dort noch das L für den Lester. Jetzt schauen wir aber mal schnell, wo da der Franklin ist. Der ist schon mit dem Michael vorgefahren, aber sehr gut, er ist in Los Santos. Dann machen wir doch einfach gerade die Mission mit dem Lester zusammen, wenn wir schon da unten sind. Mal schauen, was er hier macht. Ah, er ist im Strip-Shoppen, hä? Perfekt, also. Dann gehen wir mal zu dem L, mal schauen, wo das genau ist. Das ist hier oben beim Coiffeur gegenüber. Dort sind, glaube ich, auch Telefonzellen oder Kabinen. Bruder Adrian. Wer ist denn das? Tonia. Ah, das ist ein Mail. Ah, das ist so Dings da. Das sind da die. Wie heißen die? Ja, so ein spirituelles Zeug da. Wir müssen hier mal schauen, das Auto. Also, wir machen jetzt das nicht dort. Wahrscheinlich würde es daraus auch eine Mission geben. Nehme ich mal an, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir gehen jetzt mal rauf zum Lester oder die Telefonkabine, Zelle, wie auch immer man sagen will. Und dann nachher startet wahrscheinlich eine neue Auftragsmission oder so eine Auftragskiller-Mission, aber wir sehen sie dann gerade. Ui, Fremder und Freaks haben wir da gerade, oder so eine... So. Ah, da vorne ist er. So, da haben wir das sein Portemonnaie eingesammelt. Also seine Geldbörse, wie wir auch immer damit sagen. Portemonnaie ist so ein bisschen umgangssprachlicher bei uns. Aber wir fahren jetzt mal zurück, geben ihm das Geld. Wir sind jetzt nette Menschen und geben sie wieder retour. Hat er mir jetzt echt Bruder gesagt. So, also wir gehen jetzt zum Lester. Der Lester ist ja gerade hier vorne. Und dann starten wir da die Mission. Was würde jetzt eigentlich passieren, wenn ich die über den Haufen fahren? Würde die Mission nicht starten oder könnte man sie nicht starten dann echt? So who the fuck don't you like today? Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking he could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Okay, also wir sollen keine Aktien kaufen von dieser Webhead, oder wie die heisst, die Firma. Weil wir jetzt in ja umhauen. Und dann nachher, jetzt kommt man gerade in den nachher, müssen wir noch unbedingt zum Michael switchen, weil wir müssen mal schauen, ob dort die Aktien, die wir mal noch gekauft haben, für $10.000, wie sich das entwickelt hat, ob wir das jetzt wieder verkaufen können und wir ein bisschen Gewinn raus haben, oder ob wir schon zu lange gewartet haben und gar keinen Gewinn rausholen. Aber wir sehen es gerade. Also wir gehen jetzt mal schnell dorthin. Ist gerade da vorne, ist ja nicht weit weg. Ich kann mir ja auch nicht gerade erinnern, welche Mission das ist oder was wir da genau machen. Schlussendlich einen umhauen, das ist mir schon klar. Aber wie genau oder was genau ist, dann weiss ich jetzt nicht mehr gerade auswendig. Wenn wir in den Bus einsteigen oder was? Hallo, gehen wir den Bus an, so. Ah ja, Tatsache, müssen wir in den Bus einsteigen. Fahre eine Haltestelle nach der anderen, bis du die Zielperson findest. Okay, also jetzt spielen wir ein bisschen den Busfahrer. Busfahrer Franklin. So, da einsteigen bitte. Sorry I'm late. It's my first day on the job.
Hoffentlich haben alle Geld dabei, das wird die teuerste Busfahrt euch im Leben werden. Ja, ja, spielt keine Rolle, wenn ihr keinen Sitz gehört habt. Damn, would it kill you people to crack a smile? So, also haben wir den nächsten eingeladen, gehen wir weiter zu der nächsten Station. Die Mission kann ich mich irgendwie auch nicht mehr erinnern, also... Irgendwie nur so schleierhaft, glaube ich, also bin mir nicht ganz sicher. Hey, get in, we running late. Vor allem die Fahrgäste am Stressen, steig ein, weil wir sind später an. Haben wir viele Leute drin? Ah, das geht so. Jesus, have you been drinking? Nein, ich bin nicht betrunken, ich fahre einfach gerne Scheiße, darum... Also da vorne noch durch. Das sind die schnellsten Buslinien der Welt. So viel wie wir dort abkürzen. So, da noch Leute aufladen. Oh, der sieht seriös aus. You're late. That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Bear hikes. Forget about it. Spendthrifts. Blame it on the city. Ja, Oma, Mann! Ja, Oma, du hast hier einfach das Velo geklaut, für da muss ich dich überfahren. Sorry about that. Just business shit, you know how it is. Ja, Oma, geben wir noch eins mit, so. Jetzt sind mein Velo. Also ehrlich kann ich schon lange. So, also flüchten wir schnell mit dem Velo. Ich glaube, das Schmier hat das nicht gesehen, oder? Wie wir weggefahren sind. Nein, sie steht noch dort. Und ich würde sagen, da vorne ist aber gerade der Eingang zu der Kanalisation vom Ellis River. Da fahren wir schon kurz dort rein. Weil dort drinnen verlieren wir eigentlich immer schnell die Polizei. Und das ist auch gut. Ich glaube, sie sollten uns nicht erkennen, weil sie sind das nicht gesehen auf dem Velo, nehme ich mal an. Nein, oh, scheiße, ich bin schon vorbei. Ah, fuck, sie haben das wieder gesehen. Okay, der hat nicht, dann fahren wir halt hier durch schnell. Und gehen beim Ellis River rein. In die Kanalisation. Wir müssen es halt so machen, schnell. Ich habe gemeint, der Ding kommt erst noch. Gut, wir sollten sie zwar schon verlieren, bevor wir dort sind, nehme ich jetzt mal an. Zu viel Gastank, Mann. Genau so einen meine ich. Jetzt jumpen wir da runter. Yeah, geiler Trick. Gut, also. Da sind wir... Oh, scheiße. Verdammt. Jetzt liegt wir im Restaurant noch. Haben wir es geschafft. Green light? Good to go. Perfekt, damit wir so bestanden. Und wir haben Silber wieder nur geholt, wie immer. Die Zeit hätte ich einfach Bonus Fahrerflucht. Hätte ich wahrscheinlich im Bus bleiben und nicht rausgehen. Aber ist auch egal. Also wir gehen jetzt noch schnell kurz zum Michael. Wegen diesen Aktien. Das nimmt mich zu Wunder, was wir dort noch rausgeholt haben. Oder ob wir überhaupt etwas noch rausgeholt haben. Oder ob wir schon Verlust gemacht haben. Also wir sind hier anscheinend in Sandy Shore mit ihm. Oder in Plain Country. Also. Dann schauen wir doch mal schnell nach, da, ob wir etwas rausgeholt haben. Mein Portfolio. Bruh. Ich glaube, wir haben zu lange gewartet oder der Typ hat uns wirklich verarscht. Aber es ist gesunken. Es ist zwar schon gestiegen, also es ist schon gestiegen, aber es ist wieder runtergefallen. Aber nicht so, dass wir einen Gewinn rausholen können. Also aktuell würden wir $692 verlieren. Ja, dann lernen wir es mal vielleicht... oh, scheiße, da ist meine Kontrolle leer. Ja, wir lernen es mal vielleicht... vielleicht geht es ja noch auf und holen noch ein bisschen Geld. Gut, das ist mein Controller leer, das heisst, oder ich würde mal sagen, würden wir die Mission oder beziehungsweise die Folge jetzt beenden schon. Es war zwar eine ganz kurze Folge gewesen, aber wir haben da schon ein paar lange drin gehabt, darum wir das ein bisschen ausgleichen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo und natürlich auch, wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst, wie gesagt, sehen wir uns in einer anderen Folge wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.